liebe Kolleginnen und Kollegen, der Herr Staatsminister hat gestern seine Rede angefangen mit der Rede, wir sind richtigen Weg. Und seine Rede hat abgehalten mit der Rede, dass das Ziel und das ist der Weg, den wir angeschlagen haben. Zwischen den zwei Sätzen liegen 18 Seiten Text. Laut der Tagesordnung von der Chambre hat es sich gestern um eine Erklärung von der Regierung über die wirtschaftliche, soziale Finanzlage von der Nation gehandelt. Gelungenerweise steht auf der Deklaration vom Herrn Staatsminister, dass es die Lage vom Land wäre. Mit dieser Deklaration war weder eine Erklärung über die Lage von der Nation, noch über die Lage vom Land. Es war eine Rede, wo überhaupt nicht über die Lage von der Nation geschwärzt gehen ist. Es sind eine Reihe Themen umschrieben gehen, mit Waren, Aussagen, die meistens nicht ausgesucht haben, oder zumindest nicht Präzises ausgesucht haben, mit Floskeln ohne Kraft ersaft. Aber wenn heute die Opposition viel Frauen stellt, wie der morgen Kollege Fiesler das gesagt hat, und der Herr Bodri sich dann darüber aufregt, dann ist das Resultat von einer Deklaration. Weil wenn an einer Deklaration nicht Präzises gesagt wird, dann ist es nicht recht, dann ist es gut Pflicht von den Deputäten und von der Politik für die Frauen zu stellen, wo die Regierung hat zu der Gäste eine Antwort drauf gehen. Wir hatten also erwartet, dass die Regierung, nachdem sie bislang just Decisionen an der Gesellschaftspolitik geholt hat, endlich sich gave mit den großen, wichtigen und wirklichen Problemen, die das Land tut, auf für das Land steht, beschäftigen. Die wirklichen Probleme, die das Land tut, sind aber nicht konkret angeschaut. Eine Zukunftsperspektive, eine Vision von Lützeburg Hilfsteuer war man nicht ansatzweise zu erkennen. Und dabei steht das Land für eine ganz große Herausforderung. Für ein paar Wochen hatten wir in der Chambre eine Orientierungsdebatte über die Zukunft von Lützeburg. Es wird sich erwartet, dass die Regierung uns gestern gesagt hat, nachdem die Chambre hier Meinung gesagt hat, welche Konklusionen aus dem Debat wären auch für allem, welche Vision über die Zukunft von Lützeburg wird. Mir kein Wort nach von einer Vision über die Zukunft von unserem Land. Kein Rede mehr von einem Zukunftstisch, den als Kollegen mit Recht, wenn sie an der Opposition waren, regelmäßig Schreibanen angefordert tun, auch von uns unterstützt gesehen. Weiter geht auf strammen Wachstum abgebaut. Nur jahrzehntelange Heischkonjunktur, wo man sonst Überschuss am Budget haben, wo man heute ein Defizit. Wo man sonst Milliarden Reserven hatten, wo man heute Milliarden Schulden. Der Staat kann nicht mehr nur mit der Finanzierung von den Infrastrukturen, die als Nachfolgekosten vom strammen Wachstum unzugesehen sind. Trotz jahrzehntelangen Heischkonjunkturen, an all Jahren Rekorde von neuen und zusätzlichen Arbeitsplätzen von 10.000 pro Jahr sind heute weit über 20.000 Leute bei der Adam als Demandeur d'Emploi angeschrieben. Die Zahl von zusätzlichen Einwohnern klimmt all Jahr rapid, letztes Jahr waren da über 12.000, was an der Regel 5.000 neue Wohnungen verlangt. Die Wohnungspreise explodieren weiter nach oben. Wir betonieren all Jahr Riesenflächen von geringem Land so, Zölt von denen Leuten, die in einer Armutsgrenze fallen, klemmt weiter, erlös sind wir schon über 15%, bei 16% gekommen. Stauen am Land, bis an die Grenzregion ran, wurden von Tag zu Tag. An der Premier kennt dahin ermischt, wie wenn alles hier im Land am Boden wäre. Wir sind richtigen Weg, sagt der Premier. Herr Präsident, wenn das der richtige Weg ist, da kann ich just so ein Lützeburg. Letztes Jahr war dem Herr Staatsminister seine Deklaration 2 Stunden lang, ohne dass wir etwas Konkretes gewusst geben. Der Herr Staatsminister hat gestern, heute das Jahr hat rederiert, der Vierteil gehabt, dass wir Hunde bräuchten, eine Stunde zu lauschen, für nicht gewusst zu gehen. Der Herr Staatsminister hat gestern gesagt, wir müssen so, was wir machen, und wir müssen machen, was wir so. Schon gedacht, aber da gehen wir mal gucken, was das letzte Jahr gesagt hat, was er machen. Er hat letztes Jahr zum Beispiel gesagt, Sachen nicht gesagt, die sie einfach gemäht haben. Wie zum Beispiel
eng Steier von 0,5% angefordert. Die werden nicht gesot gehen. Und auch nicht gesot gehen, dass die Allokation d'Éducation und die Allokation de Maternité aufgeschafft gehen. Und hat aber gesagt, zum Beispiel, sie geben den RMG reformieren, was aber nicht gemäht gehen aus. Sie geben die Schulmarsch-Indemnitäten legiferieren, was nicht gemäht gehen aus. Die Pflegeversicherung legiferieren, was nicht gemäht gehen aus. Es sind also Sachen gesagt gehen, die nicht gemäht sind, und sie Sachen nicht gesagt gehen, die gemäht. Das ist am Anfang just der Konträr von dem Sprüchelchen, der gestern gezählt gehen aus. Dafür kann er sich wirklich froh über den Sinn und Zweck von so einer Deklaration stellen. Lassen wir mal ein paar Punkte aus der Deklaration von gestern heraus. Staatsfinanzen. Der Staatsminister sagt, die Situation ist heute besser wie vor einem Jahr. 197 Millionen mehr Überschuss am Gesamtstaat. Das ist klar. Und ich meine, jeder soll darüber froh sein, ob Majorität oder Opposition. Weil all Geld, was der Staat weiter kriegt, von der Situation finanziell besser möchte, ist gut für das Land. Wenn man Millionen, die man rankriegt, braucht man nirgends nicht das sichern zu können, braucht man nirgends nicht das zu streichen. Mit fairerweise muss ich aber sagen, dass der Titel und das nicht der Merit von der Regierung ist. Wenn die Recette eben massiv klemmt, weil eben die Ökonomie nicht national, mehr sogar international unzieht, weil die Burseboom dann dummer dann direkt weitere Resetten an das Staatsbudget kommen, aber wenn Pensionskäsen zusätzlich Plus-Value machen, Überschuss machen, da geht der Gros von den Plus- und Resetten kommt aus dem Sektor. Man soll froh darüber sein, man soll just fairerweise sagen, dass das nicht exklusiv ein Resultat von einer Lützburger Politik ist. Wir hatten also auch erwartet, dass man mehr giffen auf Konsequenzen der Staatsminister angehen. Zum Beispiel, was Konsequenzen für die Staatsfinanzen sind, allein durch Stoppgehen von dem Bankgeheimnis, wo wir wissen, dass das von 1. Januar 2015 an ergreift ist. Gewollt. Den E-Commerce, wir wissen, am 1 Milliard verlieren über 4 Jahre, wie der Rhythmus da ist. Was Konsequenzen eventuell sind von der Leaks-Affäre Rulingen, wo wir nur wissen, dass wir international Treaty-Werte kriegen oder Direktiv kriegen, was das kann als Reperkussionen auf Lützeburger Finanzen kriegen. Es gibt so viel geschwärzt auf unsere Gegenkollegen vom Tanktourismus. Wir wissen, dass eben Tanktourismus, Taxisen, auch im Tabak und im Alkohol, mit 1 Milliarde kriegen. Will die Regierung etwas daran ändern oder will sie nicht tun? Soll eine Tüte gemäht gehen? Was kann das für Konsequenzen auf Staatsfinanzen? Und das Griechenland-Krise, wo immer mehr international geschwärzt wird, dass die meisten griechischen Schulden nur losen, was bedeutet das für die Lützeburger Staatsfinanzen, wenn wir eventuell in die Richtung gehen? Ja, wenn die finanzielle Situation positiv besser ist, sollen wir uns freuen, wir sollen aber der Wohlricht an den Tag gucken. Den Tram, also geschnitten genug für meine 4 Rednerin, der soll 2017 soll das Einstück zwischen der Luxemburg an der Roderbrück fertig sein. Da war als Einpartei immer gegen den Tram, und wir werden da doch bleiben. Er hat 1 Milliard investiert über eine Reihe von Jahren, über eine Reihe von Projekten, den Transportproblem nicht löst, mehr wir werden da zum Schluss gesehen, den Transportproblem riet an den Chaos feiert. Wir hoffen aber, dass das Echtstück zumindest für die nächsten Wahlen fertig ist, für das Leute wirklich an der Realität gesehen, was die größte Fehlinvestition vom Jahrhundert bedeutet, und dass sie die da können bewohnen. Stauen gehen von Tag zu Tag mehr groß, ob man Tram bauen oder nicht, haut gehen haut gehen Stauen schon über die Landesgrenzen raus an die nördlichen Regionen, an denen wird den Tram nicht lesen, mehr wird die Stauen noch mehr groß machen. Apropos Referendum, ich will auch nicht zu diesem Zeitpunkt vom Referendum vom 7. Juni schwätzen. Mit dem Herrn Staatsminister hat gestern gesagt, an Zukunft gibt die Regierung mehr oft ob ein Referendum durchführen, für die Bürger über den Weg mehr ein grosses Matspruchrecht zu geben. Wir sind der Meinung, dass es von diesem Jahr unsere Staatsminister regelmäßig soll appliziert gehen, Referendum. Eine Regierung soll den Bürger eine Meinung vor und Leute verstärkt abbannen bei Entscheidungen, die sie betreffen. Eine Forderung, die wir als ADR mit 2 Händen unterschreiben, weil wir immer mehr eine partizipativ-Demokratie auf den Weg von der Referendum gewählt. Wir verschworen die Regierung, die los sieht, sie will mehr Referendumen machen,
wo war dann das Referendum wie 20.000 Leute gefragt haben, für über den Choix an den Schulen zwischen dem Religionsunterricht und den Moralkuren können zu entscheiden. Da war kein Referendum da. Wo war das Referendum, vielleicht hätte ich ein Referendum für zu dezidieren, ob ein homosexuell Koppel Kinder kann adoptieren. Da war kein Referendum da. Wo war die Majorität für das Referendum, für eine Proposition, was zur Diskussion kam, für die Leute über den Bau von einem Tram dezidieren zu lassen. Mein Kollege Roy Reding hat eine Proposition de loi deponiert an der Kommission fertig, sondern die kann an den nächsten Tag hier an die Chamber kommen, für ein Referendum über den Tram zu machen. Das ist noch immer Zeit. Wir wandern will die Partizipativdemokratie machen. Da freut Leute. Aber freut nicht nur mit Leuten, da, wo die an den Kron passt, und da, wo der nicht an den Kron passt, da freut der Leute nicht. Das ist eine gelungene Prozedur, was hier ausgestellt wird, für die Leute mehr über den Weg von den Referendumen partizipieren zu lassen. Familie stärken. Die Regierung stellt Kanner an den Mittelpunkt, hat der Herr Staatsminister gestern Heimanne gesagt. Aber nicht alle Kanner stellt sie an den Mittelpunkt. Sie stellt nicht mehr die Kanner an den Mittelpunkt, wo die Eltern schaffen gehen. Die Eltern, wo Kanner, wo Mom abpappt, daheim bleiben, die Eltern kriegen nichts mehr anzug. Au contraire, sie von dieser Regierung de congé d'allocation d'éducation an der Maternité hun se weggeholt kriegt. Die Eltern nu kein Schwamm mehr. Wir können finanziert, dass sie schwach hun, etwas zu kriegen oder nicht zu kriegen. Da die begrüßt, die neue Propositionen, die logemet sie gehen, am Kader vom Congé parental, gibt da nach einer Reihe von Frauen, ist so ein prinzipiell begrüßt da, weil doch noch eine Reihe für sozialen Ungerechtigkeiten an dem System der Laien, wonach muss darüber diskutiert gehen. Wir prinzipiell begrüßen wir die Ausrichtung für die Eltern zu unterstützen. Wir hätten aber gern, dass die Eltern, die in daheim keine Betreuung machen, dass die auch vom Staat eine finanzielle Unerkennung kriegen. Und dafür haben wir als ADR immer ein sogenanntes Betreuungsgeld proposiert, wo all die Familien politisch zu lernen, gebündelt gehen, an alle Familien kritzen, an alle Familien dezidiert selber drüber, wie sie die Suchen investieren, an ob schaffen geht, zwei schaffen geht oder kein schaffen. Der Staat tut sich nicht an Familien anzumischen, Familien selber dezidiert, wie sie sich organisieren, an der Staat tut eng Familie an kann für das eine zu machen. Das ist der Schwach, an nicht das, was die Regierung möchte. Armutsgrenze, Herr Präsident, ist heute ein großes Thema in Banne gewesen. Aber man muss uns wirklich vorstellen, ob wir es nicht müssen als Land schummen, immer als zu bretzen, wir wären ein von den Reichsten von der Land. Eine Regierung, die Heiner können sich mit Finanzen am Griff. Und dann nur 16% von unserer Bevölkerung, die in der sogenannten Armutsgrenze. Das sind schätzungsweise, wird geschwärzt von 20.000 Leuten im Land, die in der Armutsgrenze leisten. Da sieht der Staatsminister gestern, wir lassen keine Fällen. Doch die 20.000 Leute, die haben wir schon Fälle gelost. Leute, die in der Armutsgrenze sind, die sind durch als System gefallen. Und das ist schlimmenswert, dass wir so viele Leute im Land tun, die in der Armutsgrenze. Und die TVA-Erhöhung, die Regierung gemäht hat, von 15 auf 17%. Das trifft auch die toten Leute. Und trifft die toten Leute mehr wie in die viel suchen hat. In den nicht mehr hört, wer Mond vom N ausgehen, und die muss noch 2% weiterkaufen. Kinder den Party ausgeschlossen gehen, mit das wir drehen ausgeschlossen gehen. Da können die Leute voll und ganz, gehen die, gestraft. Und für allem länger Zeit Älteren. Wir schwätzen heim, wir lassen keine Kann fallen. Wir machen eine Politik für die Familie, für die Kinder. Wenn wir dann gucken gehen, wen in der Armutsgrenze sind, dann ist es größtenteils sind das länger Zeit Frauen mit Kindern oder Familien mit mehr Kindern. Das ist also ein Zeichen, dass wir für allem an der Familienpolitik, aber den kleinen Leuten müssen, die Suchen, die wir zur Verfügung haben, müssen intensiv durchzibliert investieren, für eben den Drang von der Armutsgrenze zu Lützburg, dass wir die Schiffe raufgesagt kriegen. Wir haben das an den letzten Jahren mit 1% pro Jahr immer weiter gewusst. Mir Gott sei Dank hier im Land,
bei der Altersarmut kein hoher Prozent hat. Das ist eben darauf zurückzuführen, dass wir gut Rentensysteme, sowohl am öffentlichen wie am privaten Sektor haben. Und Gott sei Dank haben wir auch große Reserven, dass wir die Systeme können langfristig erhalten. Und dann ist eben die Altersgrenze hier im Land vis-à-vis von anderen Ländern niedrig mit der Schumeswert, dass wir junge Leute, die in das Leben rangehen, dass die müssen in so einer Situation aufhängen. Aber wenn ich da weiß, dass wir der Mindestlohn minimal gerechnet hat 0,1%, meine ich, wäre, dann ist das ja auch bewiesen, wie wir wollen hier im Land die Armutsgrenze begrenzen. Das, was noch angefordert wird, über den Prim für die Allokation für die Leute zu helfen, das ist ein gut Sache, das wollen wir von dieser Seite das so. Und wir wollen dadurch begrüßen, ob die Initiative die Regierung durchgeholt hat. Aber gleichzeitig muss ich aber frohen, wie also beim Rentenajustement, der noch schon 10 Mal nicht ausbezahlt ist, auch da haben wir von der Regierung kein Deckel ein, kein Antwort kriegt, was die Regierung dafür gesagt hat. Logement. Da haben wir die neue Regierung als noch 17 Monate am Amt. Ich muss ja ehrlich sagen, dass das quasi 17 Monate Stillstand war. Das ist keine konkrete Maßnahme an den 17 Monaten kommen, außer dass ich vielleicht so dass den Direktor vom Fonds de Logement losgehen ist. TVA ist von 3 auf 17% abgegangen auf den Zweitwohnungen und dadurch ist das Logement mit gehen. Aber wenn ihr die Höhle guckt, die rauskommen sind, ohne dass man eine große Inflation hat, so wir Augmentationen von 5,6% am Logement an den letzten Jahren zu verzeichnen gehabt. Preise sind also massiv weitergeklommen, sowohl beim Bau wie bei der Lokation. Und was man anscheinend am Kader von der Regierung hier im Spurprogramm auch ein Minister können lesen, die zwar noch ein ganz paar Jahre mit Chemie weiß, was sie möchte. Herr Präsident, wenn wir an den letzten Jahren 12.000 neue Einwohner kriegen, dann muss man auch wissen, das bedeutet allein das 5.000 zusätzlich Arbeitsplätze. Und wenn wir wissen, wie der Druck auf unseren Wohnungsmarkt ist, und dann dürfen an dem Demand, der Preis werden auch in Zukunft regulieren, dann muss man wissen, wenn wir so eine stramme Wurst auch bei der Population kriegen, dass wir so bald nicht werden aus dem Circuit rauskommen und dass das eine Illusion ist, für zu mengen, dass den Preise kurzfristig oder mittelfristig hochgehen, wenn wir die fertig bringen, mal Progression an den Griff zu kriegen, wird schon etwas gemäht. Dass über Baulückenprogramme geschwärzt gehen, dass über Extensionen von Perimeter geschwärzt gehen, dass für ein paar Logement mit der Gemeinde geschwärzt gehen, wo die Gemeinde nicht mehr die Suche kriegen, wenn sie direkt an den Logement mehr, nicht mehr an die Infrastrukturen geben, investieren. Wobei ich muss aber sagen, wenn eine Gemeinde nicht kann an die Infrastrukturen investieren, wird es auch kein Logement betreiben, das ein Teil mit dem anderen zusammen. Viel Konkretes sind wir, wie gesagt, lohnt nicht daher. Herr Präsident, ich will da noch ein paar Worte über das Referendum vom 7. Juni verlieren. Das Referendum vom 7. Juni, das Kapitel hat gestern am Herrn Staatsminister seiner Deklaration, hat das die größte Platz angeholt. Wir werden uns heute nicht mehr so im Detail mit dem Referendum befassen, just für prinzipielle Überlegungen. Wir wollen aber just heute feststellen, dass die Regierung von gestern mit der Deklaration vom Herrn Staatsminister sich fest an die Referendumskampagne angebunden hat und engagiert hat. Ein Referendum, den von der Regierung dezidiert ist. Wo wir an den nächsten 4 Wochen, die uns da bleiben werden, intensiv über den Weg von Tableranten, Informationsversammlungen, Parteiversammlungen, schwerste Zeitungen, auf Flyern, werden Leute informieren. Aber wo wir hoffen, dass wir die Diskussion können an einem fairen, ruhigen Kader feiern, wo wir als Argumente auswählen, wie eng dafür die anderen dagegen, und so wie das die gute Mehrheit Lützeburg war, es auch an einem Ton machen, dass wir uns können Donner in den anderen gesehen sich, und dass wir nicht ein Herzschluss machen, mit dass wir eine ordentliche Kampagne feiern. Dass die eng für die Vier sind, und die anderen sind für die Nein, als in einer Demokratie, das Normalste von der Welt. Und die für die Jungen, haben hier Argumente, und die für die Nein sind, haben hier Argumente. Und dass die für die Nein versichern denen von Jungen Argumente umzudrehen, und die für die Jungen von den Nein
als auch das Normalste von der Welt. Froh stellt natürlich, wen hört Recht. Und darüber dezidieren dann Leute den 7. Juni, und wir sind überzeugt, dass wir Recht haben. Und das wird mir dann den 7. Juni gesehen, wenn der Nee wird gewonnen. Was sind Hauptargumente am Blick von der Seite, die für die Jo antritt? Sie will erstens die ganze Situation minimisieren und sie verharmlosen. Zweitens, sollen sie Lützburger Gifte nicht verlieren. Und drittens, sollen sie wollten ein Demokratiedefizit zu Lützburg behilfen. Das sind die 3 Hauptargumente, die von der Jojo an Diskussion kommen. Von den das minimisieren, und da gibt es nicht mehr 30.000 Leute, die nach vorkommen, die schon bei den Gemengen oder Gemengen oder Europawahlen teilnehmen. 30.000 Fälle, das sind der mehr wie die Stadt Lützeburg bei der letzten Chamberswahlen hat. Das ist also nicht wenig. Das sind da an einer ersten Etappe, sind da ganz viel schon, die dann Wahlrecht kriegen. Und dann also die erste Etappe, und ich meine, kein Bannen für den Streit nehmen, dass es eine erste Etappe ist. Aber wenn ihr seht, eine erste Etappe, dann seht ihr automatisch, dass es eine zweite, eine dritte, aber Gott weiß vielleicht noch eine vierte Etappe, je nachdem, wie groß die Etappe sind, kann es durchkommen. Das ist, wenn ihr also ein Kehr gibt, den Schrank machen, den ersten Schrank machen, dann muss jeder am Land sich bewusst sein, dass man ja zum ersten Schrank und auch ja zu einem zweiten, dritten, an einen definitiven Schrank möchte, an den definitiven Schrank als das aktiv, passiv Wahlrecht für jeden hier am Land. Da können die Streinen erklären, wie der Welt, das als eine Realität, das wird auch von keinem von den Experten widersprach an Wahlprogramme von den Geringen, die schon dran geschrieben, dass die sollten noch 5 Jahre das aktiv an der passiv Wahlrecht kriegen. Die Links und gibt nicht weit genug gehen. Die DP hat gesagt, sie werden noch bereit, nicht weit zu gehen. An Sozialisten und auch schon noch Plätze gesagt, dass sie wollten nicht weit gehen. Und dass der Zeitenanfang nimm ein Leckerli als für die Leute zu kriegen, für beim ersten Schritt ja zu sagen, und da wissen sie, dass genau an den nächsten Etappen an den Drohnen, sie nicht mehr brauchen, Leute vor, weil dann haben sie eine Majorität mit den 30.000, und da geht es sehr weh, Schritt für Schritt weiter. Das zweite, als das gesagt geht. Herr Giberi, das wahrscheinlich nicht gehen, dass den Herr Baudry eine vorstellt. Ich will gar nicht dagegen, dass Herr Baudry mir eine vorstellt. Mir schon mit 30 Minuten. Ich mache mir 30 Minuten fertig und dann kann Herr Baudry mir 7 Fragen stellen. Aber wenn der mir dann recht geht, auf die 7 Fragen zu antworten, antworten nicht, ob sie gerne alle Gute. Mir verteidigt man nicht. Ich große Stellung, wenn der Gift bei der Bürger bleiben. Herr Baudry, der könnt mir nicht den Diskurs haben. Der könnt mir so viel Fragen stellen. Und dann egal, wer heute verzapft. Herr Präsident, lebt Herr Baudry seine Redezeit oder Menge. Herr Präsident, zweitens. Zweitens, es geht gesagt, Lützeburger, Herr Präsident, normalerweise möchte ich jetzt nicht mehr den Herrn Rednerpult aus, und das Sie nicht einmal blicken. Zweitens geht gesagt, Lützeburger Gipfel nicht verlieren. Dacht Lützeburger verlieren etwas. Und Lützeburger verlieren das Exklusivrecht an Zukunft selber über ihre Souveränität zu dezidieren. Das ist nur ein Exklusivrecht von den Lützeburger Hund. Das Recht verlieren sie, wenn sie den toten Weg gehen. Also kann ich nicht sagen, die Lützeburger verlieren nicht, dass sie verlieren das Exklusivrecht, allein über ihre Souveränität an Zukunft vom Land zu dezidieren. Und dann wird geschwärzt vom Demokratiedefizit. Es gibt kein Demokratiedefizit. All Bürger, auch nicht Lützeburger hier im Land, hat alle Rechte selbst hier im Land. Sozial und Wohnungsrecht. Er kann schaffen und er kann einen Betrieb machen. Er hat überall dieselbe Rechte. Er hat im Lieber von Entreprisen, bei der Personalvertretung, an der Chambre professionell, kann aktiv und passiv Wahlrecht. Er kann bei den Gemengewahlen über die Europäer raus aktiv und passiv Wahlrecht. Er kann bei den Europawahlen aktiv und passiv Wahlrecht. Just kann er nicht für die Lützeburger Chambre wählen. Aber er kann für sein Parlament wählen. Der Franzose kann für das französische Parlament wählen, und der Deutsche kann für das Deutsch wählen, der Italiener kann für das Italiener wählen, und der Lützeburger wählt für das Lützeburger. Der Lützeburger am ersten, das wählt für das Lützeburger Parlament. Und der Franzose, der als Lützeburg wohnt, der wählt für das französische Parlament. Also hat jeder ein Recht für das Parlament, die Nationalität,
die Nation, die nicht, das Nationalparlament kann wählen. Da gibt es also kein Demokratiedefizit. Jeder hat dasselbe Recht. Und wir gehen als Lützeburger nach hinten, darüber raus. Also, von der Welt gehen wir auch nach Doppelnationalität dabei. Da könnt ihr am Ehrenland Anhalt zu Lützeburg wählen. Da kann doch kein Eis werfen, wir hätten ein Demokratiedefizit. Das ist kein Land auf der Welt, was die Mehrheit zu Lützeburg als ein ausländischer Bürger anbietet. Das ist kein Land auf der Welt. Und dafür kann ich nicht von einem Demokratiedefizit schwätzen. Aber wenn man schwätzen von der doppelten Nationalität, es schon Debatten nur gelesen, den Herr Moser war Rapporte zu dem Gesetz. Und dann hat am Numm von der Kommission an seinem ersten Gesetz Ziel von der doppelten Nationalität gesagt. Erstens, über die mehr Lützeburger zu kriegen, und zweitens, den Ausländern über die zu ermöglichen, sich politisch partizipieren, sowohl im aktiven als auch im passiven Wahlrecht. Aber wenn wir als Ausländer Wahlrecht gehen, für was soll denn eine Doppelnationalität unholen? Es kriegt ja alle Rechte geschenkt. Und da kriegen wir nicht mehr Lützeburger, aber da kriegen wir in Zukunft Männer Lützeburger, weil es braucht ja keine Nationalität unzuholen. Es braucht ja keine Nationalität unzuholen, für zu wählen. Ist das die sachliche Diskussion, die wir gerne hätten? Ist das die sachliche Diskussion? Das ist Argumentation wohl klar gestaltet. Das geht doch richtig vor Wochen dazu. Das ist Argumentation klar gestaltet. Und dann kommen noch Leute, die schwätzen, denn Herr Staatsminister sieht das immer vom Wohnrecht. Und da geht immer Neuseeland geht als Beispiel geholt vom Wohnrecht. Ja, an Neuseeland, die haben Wohnrecht angefordert. Mit Neuseeländern, die am meisten sind, haben an Neuseeland kein Wohnrecht, kein Wahlrecht mehr. Es ist sie werden an den 12. Mai führende Wahlen enker an Neuseeland ungemeldet gefischt. Das heißt also, hey, wenn der nicht mehr von einem Wohnrecht schwätzt, und Nationalität spielt keine Rolle mehr. Und den Herr Berger hat für politisch an einer Table Rand darüber gesagt, dass den Dornen einmal kein denken, dass eure Lützburger an Deutschland von Tafel, dass die vielleicht leben gibt, über Berlin, zu Berlin dezidieren, was du dezidiert wird, sie heißt zu Lützburg. Das heißt, geht er dann hier, wenn der nicht mehr von einem Wohnrecht schwätzt. Und nicht mehr für die Nationalität. Holt er da gern den Lützburger eine Endüberlegung, den Lützburger, die schon nicht durch Politik von Lützeburg keine Wohnungsmehrheit zu Lützeburg von tun. Die mussten an die Grenzregion wohnen gehen. Gibt er dann an der Endüberlegung auch nach denen gern Wahlrecht wegschulden, für Kinder zu Lützeburg zu wählen, für Ausländer hier im Land Wahlrecht zu gehen. Wann der aufhängt, den ersten Etappe zu schwätzen, dann muss er auch wissen, was für Etappen da Handen kommen. Dafür, Herr Präsident, wir werden an den nächsten Monat als ansetzen, für das der 7. Juni den Nähwert wandern, und es sind die Argumente auf unserer Seite sind. Herr Präsident, zum Schluss will ich noch Schluss sagen, ich wurde über den TTIP, den habe ich geschnitten lassen. Auch da der als nicht gehen so Verhandlungen, das tun wir schon gesagt. Wir so, wir gucken das aber ganz kritisch. Aber für uns als etwas Essentielles bei der Diskussion. Und das ist, wen ratifiziert noch den Akkord? Und für uns kann es nicht vorkommen, dass die Nationalparlamente nicht damit können dezidieren. Das von verschiedenen Rednern hier drin angeschwärzt gehen, das Parlament ist mit angebunden gehen, sie wird an der Kommission, sie wird am Parlament. Mir so ganz klar, es muss ein Wort an einem Parlament gehen. An eine Regierung kann nicht zustimmen auf europäischem Niveau oder irgendwie kann eine Decision kommen, wenn nicht am Vierfeld wird hier in der Chambre. Das ist präventiv enorm wichtig. Wenn wir wissen, dass es an Europa Tendenzen gehen, die so nicht wie es gibt an Kompetenz von Europa fallen, an die Nationalparlamente hätten nicht damit zu dezidieren. Wir wissen, dass die Tendenz besteht. Und du hast die nationalen Parlamente sich dem zu widersetzen. Wir wollten vielleicht eine Motion erbringen, wo wir das machen. Wir sind der Meinung, dass wir sollten darüber diskutieren und zur Konklusion kommen, dass es nicht mehr kann, über ein echte Wort in der Chambre kommen. Aber wenn die Chambre so einen Akkord gebannt, dann hat die Regierung einen Akkord. Wir lenkt Tatsache, dass gewusst ist, dass die Chambre muss vielleicht darüber dezidieren, dass man nicht so eine präventive Sicherheit, dass man auch die zu Brüssel, die verhandeln, müssen wissen, wenn sie verhandeln gerne durchkriegen, müssen sie auch den Akkord von den nationalen Parlamenten gehen. An denen ist viel mehr schwer, wie von europäischen Institutionen zu kriegen, und dafür behaupten wir uns dort drauf. Herr Präsident, ich war viel ärger,
Sujeten konnte ich nicht schwätzen, die Regierung doch nicht überschwärzt, über die Bauern an Fenster, wo wir wissen, dass in dem momentan mit Vorschriften und Prozeduren und Papierkrieg nach Schüss schikaniert gehen, wo es gefehlt hat, wie wenn den Bauern und Fensterminister, dass die nach Schüss Maskottchen vom Umweltministerium wir, was alles da umgesagt wird. Herr Präsident, die Drittschmitte sind Loriva. Ich will just sagen, dass wir hoffen, dass der Herr Staatsminister sich gestern an einem fundamentalen Satz geehrt hat, wie gesagt hat, wir sind im richtigen Weg. Der Weg, den diese Regierung ausschlägt, das tut sicher der falschen und das nach Zeit für zu korrigieren, so nicht mehr sehen.